Für rund 2 sind Chômage-Zahlen zuerst bekannt gehen an Eschers nicht für die Spitzenreiter, was der Chômage geht, mit 12,8%. Dabei kommen all die Leute, die an Beschäftigungsmesure sind, das heißt die prekären Arbeitsplätze haben. Dabei kommen die Leute, die mittlerweile schon müssen vom RMG leben, wo Esch auch auf Nummer 1 das 9% von den Ménagen zu Esch beziehen den RMG. An den grossen Quartieren, Brill an Esch, sind es 20% von den Kanner, die aus einer Ménage kommen, die den RMG beziehen. Und wir mengen, dass den do an so einer Situation müsst andere Prioritäten setzen, an andere Jaloen, wie das, was die an die Gering an den letzten 5-6 Jahren gemäht haben. Wir mengen, dass die müsst am Sinn von Sozial geht 4 massiv investieren an die Education von den Leuten, dass ihr massiv müsst investieren an Efforts machen für die Kinder, die am Moment heute leben, die heute geboren gehen, für denen wirklich eine Perspektive können zu bieten. Und wir stellen fest, dass das in den letzten 5-6 Jahren zuerst geschieht ist, justement in die andere Richtung gegangen ist. Education also in die Richtung gegangen, dass wir aufhängen, Eliteschulen heute zu kreieren, zuerst, wo Mittelschicht oder die Dorferschicht zuerst hingeht, das ist noch eine Wiesenschule, weil die Schulsektoren so angedeelt sind, dass die einzige Schule ist, wo über 60% Lützeburger sind, die aus relativ unproblematischen Verhältnissen kommen und durch eine Densifikation von den Problemen auf andere Schulen. Das ist die Schulpolitik resümiert von der LSAP-Gringer-Koalition. Sie haben nicht fertiggebracht, bestehend an erfolgreich Schulprojekten, wie alle Lycée, Futti zu machen, an dem sie Leute, Personal aufgezogen haben, an einem Quartier, wo es wirklich nötig gewesen wäre, ein Projekt, den d'ailleurs preisgekrönt ging vom Edukationsministerium, also so einfach ausbluten losgehen. Wir haben eine andere Vue davon, und wir wollten andere Prioritäten setzen, was die Edukationspolitik angeht. Sozial geht 4 heißt aber auch, dass wir heute zuerst eng von den 2 Gemeinden sind, die ganz viele Sozialwohnungen haben. Am Bewusstsein davon, dass die Wohnungsnot zu Lützeburg von den größten Faktoren ist, die beim inneren Drittel von der Population zur Prekarität führt, weil die Loyerspreise bis zu 50% vom Revenu können ausmachen, respektive aber auch, dass wenn ein Haus kauft oder ein Appartement kauft, die Lasten, die ihn davon drohen muss, so hoch sind, dass sie einen ganz großen Teil vom Revenu ausmachen. Er hat rund 400 Sozialwohnungen. Die sind entstanden bis zu den 80er Jahren. Ein grosses soziales Wohnungsbauprojekt, wie den anderen nach Schaffen war, geschaffen gehen an Alasch. Und seitdem ist nichts mehr geschieht. Wie wir 2000 an der Koalition waren, war dafür für uns eine Priorität, dass wir zumindest die Wohnungen, die bestehen, und die an einem komplett delabrierten Zustand waren, wo mal teilweise keine Toilette gesehen an den Wohnungen, dass wir die renovieren, ob eine Art und Weise, dass die Leute können dezent zumindest dran leben. Wir aber wollen es auch neuer zu bauen. An die Renovierung von sozialen Wohnungen als ein Aspekt, den anderen Aspekt, der den Wohnungspark erweitert. Das hat man machen, wenn es möglich gewesen wäre, weiter unter Exekutivdeal zu holen. Das haben wir nicht gemäht. Wir haben gesehen, was die LSAP an die Geringdreiser gemäht haben. So haben die Investitionen an die Renovierung und so weiter gefördert, sind zwar immer ein bisschen weiter raufgegangen, das heißt immer ein bisschen mehr, mit das immer weiter investiert gehen an die Renovation, mit das keine neue Sozialwohnung geschaffen gehen. Dabei muss ich wissen, dass das Gemeinde nicht kostet. 75% von dem, was eine Sozialwohnung kostet, kriegt die Gemeinde vom Staat. Und den anderen, an der Richtlinie am Gemeinderat, werden wir nicht mehr in die Rechnung gemäht, mit Gemeinde verdient am Fonds auf die sozialen Wohnungen. Das, was für Leute racken, das ist mehr hoch, wie das, was die Gemeinde muss aufrehen, bezahlen. Da geht dem dann entgegengehalten, dass es eine Universitätsstadt gibt. Das gesagt ihn überall nicht. Und es stellt ihn aber fest, dass gut keine Studentenwohnungen bislo von der Escher Gemeinde gebaut gesehen.
se den Dach, et gëtt awer D-Projekt an et gëtt D-Projekt vun der Uni an ginn Privatleit, die hier Wuninge kënnen und Uni verlonen an bei der St. Henriskirch entsteet Loch entstehen Loch Studentenwohningen bislo ass keng entstanen. Et se Projekten, verschiedener sinn auch schon an der Phase vun der Realisation, mir auch doranner huet dëse Schafferrot an Eisenauen komplett versot. An dat Versoen, dat bedeit Zukunft vun dieser Stadt fir ze bereden. Wir mengen, dat wann ihr wees, dat eng Studentenwohning fir eng ze bauen, de Staat 100% vun de Freien iwwerhëlt, an Gemeng kriet op all Ewigkeet. De Loyer, auch van den niedrige Asse, weil Studentenwohninge sinn, aber op all Ewigkeet kriet Gemeng de Loyer ran, dat het unverantwortlich ass, net massiv an Studentenwohningen investiert zu hunn, wann ihr wees, dat an 2014, also an 3 Joer, 4.000 bis 5.000 Studenten op Esch studieren kommen. Sozial geht vier. De Gegendeel vu sozial geht vier, das wann den Grund besoen Taxen erhecht, wie dat der Fall war beim Wasser, an am Gegenzug mat dee Suen Kadoe mischt, Steuerkadoe mischt fir die Großunterprisen op Druck vun der Bank, nämlich op Druck vun Dexia, die Krise mat verschëllecht huet. Dexia huet Milliarden vom Staat krit fir geretzt zu gehen. Dorop sinn huet Dexia Druck op Gemengen vun Suesmer vun Esch gemet an so net Pferdesprot, dat de Gemengen fir de Standort méi attraktiv zu machen, Gewerbesteuer rufgesat hun. E Kado also und die Großunterprisen mat massive Beneficer an op der anderen Seite eng massiv Belastung von de Bierger, die besonders steht trifft, die klein oder modest Revenuen hunn. Mir ausgerechnet, dat allein Wasser zuerst, der Wasserpreis zuerst sich an den letzten 5 Jahren 350% geklommen ist, 350%. Eng Familie von 4 Leuten, also ein Koppel mit 2 Kindern, bezielt haut 90 € den Monat, allein nur Wasser und Aufwasser rund von den Durchschnittsverbrauch rechnet, wobei ein Firdrun knapp 20 € bedrin hat. Das heißt 70 € den Monat für Ménagen, wie man sie Firdrun hat gesehen und zuerst, die nicht unbedingt gut gestaltet sind viel Suen. Sozial geht 4 Menge mehr, dass den ein anderes Modell entwickeln kann. Wir haben ein Propos gemäht, wir werden so an der nächsten Woche präsentieren, nämlich von einem gestaffelten Wasserpreis, wo man Grundrecht auf Wasser als elementare Besoin wollen aufrechterhalten, wo man so 50 Liter den Tag als für jeden Mensch zugänglich, als gratis zugänglich, weil der Bien public ist, von 50 bis 150 € taxiert den aktuellen Preis an über 150 Liter, was am Ende moyen ist vom Verbrauch. Dann hat ein ökologisches Lenkungsinstrument, mit dem ich wirklich die Leute auffordern, sinnvoll mit Wasser umzugehen. Wir haben an unserem Kaderwahlprogramm 3 Prioritäten festgehalten. Sozialpolitik als sicher eine davon. Der zweite und der dritte, dann ist Ökologie und Demokratie. Wenn ihr guckt, was der Bilan von LSAP gering ist, was Ökologie angeht, aber die Energiepolitik, die schon an den letzten Wochen am Monaten von den Hauptsujets von der Aktualität war, gesagt, da muss ich feststellen, dass ganz wenig auf der Seite von der Escher Mengen geschieht, für an erneuerbare Energien zu investieren. Wir sind zwar schon in der Situation, dass wir nach Matt als einzig Gemeng am Land Toheit, Souveränität tun über als Elektrizitätswerk, was Südstrom ist. Und wir sind der Meinung, dass wir das ausbauen, dass wir den ökologischen Charakter von Südstrom ausbauen, an dem Südstrom an Produktion von alternativer Energie auf lokalem Plan ranklimmt. Auch dazu werden wir den nächsten Tag Proposen, ganz konkret Proposen vorstellen, wie das machen ist. An Demokratie, das ein Bürgerhaushalt geschaffen, das ein Bürgeramt geschaffen gehen, wie wir für
für mittlerweile 10 Jahre an der Koalition waren, das war eine Forderung, weil wir meinen, dass Bürgernähe an Daseinsvorsorge für Menschen eine Priorität ist und dass die Leute sollen die Möglichkeit tun, auf eine relativ einfach und relativ unbeschwerlich Art und Weise können hier administrativ Geschäfte mit der Gemeinde erledigen. Darunter waren wir beteiligt. Wir haben auch damals schon gesagt, das geht nicht durch. Und dafür fordern wir auch heute, dass zumindest 2 Elemente von Demokratie und Transparenz müssen umgesetzt gehen. Und das ist die Realisierung oder die Entwicklung von einem Modell von Bürgerhaushalt, wo wir auch an den nächsten Monaten ganz konkret Propose werden machen, wie so ein Bürgerhaushalt ausgesehen, sodass die Bürger von einer Stadt wirklich auch unter Elaboration von dem wichtigsten Dokument, nämlich dem, was das Budget angeht, wie sie beteiligt sind, und nicht nur beteiligt sind, sondern auch mitentscheiden können. Und das Zweite ist, dass wir festgestellt haben, dass es ganz oft Plante gehen oder wo Leute sich beschweren über verschiedene Sachen, die an der Gemeinde nicht richtig funktionieren oder wo verschiedene Services nicht richtig funktionieren. Und wir sind der Meinung oder haben festgestellt, dass mehr wie tausend von denen Planten berechtigt sind, aber Mengen für das seriös umzusetzen, brauchen auch auf kommunalem Niveau einen Ombudsmann und eine Person, die Lastgeleistung Schäferrot kann, darüber reagieren. Voilà, wir haben unser Wahlprogramm noch nicht ganz fertig. Wie wieder gesehen, wir sind an der Phase der Finalisation, wir sind gut NRW. Und wir haben hier 19 Kandidaten, die den Ende vielleicht kurz vorstellen. Und die 19 Kandidaten haben ein Wahlziel. Und das Wahlziel besteht daran, für dass wir die Position, die wir im Moment haben, nämlich einen Sitz, ausbauen. Wir wollen 2 Sitze. Wir möchten gerne andere Kräfteverhältnisse an der ersten Gemeinde herstellen. Und darunter, meine ich, sollen wir alle gut zusammen schaffen. Und darunter, meine ich, können wirklich auch das, was Länder für drüber gesagt wird, ein Zeichen setzen. Ein Zeichen setzen für eine andere Politik, für eine Politik, an dem sozial Priorität hat, an dem das sozial viel geht. So, merci.